Guten Tag, ihr Leid. Jetzt, heute. Heute ist der große Tag gekommen. Los geht's, auf ins letzte Gefecht. Dieses Mal wirklich. Das ist es. Ich kann es in meinem Geist spüren. Das muss es sein. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Kampf in mir habe. Ach komm, so alt bist du gar nicht. Siehst nur so aus. Keiner kann so alt werden, wie er aussieht. So. Zwei grausige Kristalltrümmer stehen zerbrochen da. Wir treten dem disharmonischen Burschen dreimal in den Hintern und dann ist es vorbei. Also keine Sorge, mein Freund. Du bekommst deinen Schönheitsschlaf noch früh genug. Der muss lang sein. Du nennst mich hässlich? Nee, ich sag nur, du brauchst sehr langen Schönheitsschlaf. Nö. Das verkündet dein Gesicht schon laut genug. Okay. Ich sehe dich danach im Sparring. Und ich werde mit einem Lächeln im Gesicht zuschauen. Ich verspreche zu kommen. Aber nur, wenn wir gewinnen. Okay, ziehen wir es durch. Wieso reden die von kommen und durchziehen? Ich habe keine Ahnung. Lass mal das einfach. So, auf geht's. Einmal klatschen. Sehr gut. Das wird. Und wer nichts wird. So. Da sehen wir ihn. Wir sind wieder da. Sind wir Tic-Tac-Toe oder was? Zeit für ein Tänzchen, du missgebildeter lila Scheißhaufen. Oh, jetzt hat aber Muster erkannt. Befreit euren Geist oder ich werde ihn in Stücke reißen. Ja, ja, komm. Lass gut sein, Junge. Planungsphase. Hier, MVP. Yeah. Gehen Sie mal hin und hauen Sie den mal bitte. Danke. Na, Moment. Hauen Sie den mal bitte hier. Ja, du darfst hier hin. Du kommst da hinterher getrottet und wir kommen dahin. Genau. Auf geht's. So, dann werden wir doch mal sehen, ob wir das hinkriegen oder nicht. So, also mit dir fangen wir an, Mädchen. Pass auf, folgendes. Du gehst da hin und ziehst den zu dir, was natürlich nicht ziehen ist, aber guck mal, wie viel Energie das schon kostet. Moment, der macht ja eh nichts. Moment. Was passiert denn, wenn ich dich so hau? Alter Falter Verwalter, weißt du was? Ich habe mich gerade umentschieden. Wir tun dich einfach nur hauen. Alter, zieht das Energie ab! Der ist ja jetzt schon fast tot. Die Lusche. Nee. Schon in Ordnung. Aber lass uns mal da sitzen. So. Aha. Hier hinten nichts machen lassen. Weiter geht's mit Togo Time. Togo Time hinstellen, nichts machen lassen, ja. So, du stellst dich dahin. Ich wollte ihn gerade auf dem Feuer stellen, aber geht nicht. Und powerst mal den da auf, bitte. So. Und zu guter Letzt kommst du hier hin. Kannst du nicht dahin gehen? Und gib mal ordentlich Verteidigung, Angriff. Alles nicht so geil. Ja gut, pass auf. Dann gehen wir da runter. Ne, es bringt irgendwie alles nichts. Okay, dann gib wenigstens ihm ein bisschen Verteidigung. Er braucht eigentlich am wenigsten. Aber egal. Was man hat, hat man. Besser als nur da rumstehen. So. Alles klar. Dann zeig mal, was du kannst, du Lusche. Oh. Oliver. Oh. Ja, das ist nicht so gut. Auerle. Au. Das hat ja fast schon wehgetan. Aber nur fast. Und wie es der Zufall so will, steht hier noch eine Assassine. Ganz alleine. Schmeißt jetzt so ein Dingens auf dich drauf. Wird dadurch nicht mehr sichtbar und versteckelt sich wieder. Zap, zarab. So macht man das. Reicht das schon für einen Angriff? Nicht ganz. Das auch nicht. Schade. Und Moment. Und das da? Nee.
Warum reicht das da nicht für einen Angriff? Guck mal, das müsste doch... Ah, weil er, glaube ich, hier hingeht. Ja, das ist natürlich doof. Ja gut, dann... lass mal überlegen. Da steht man eigentlich recht gut. Oh, ich habe eine gute Idee. Pass auf. Mehrfachangriff bitte. Den da. Und zwar... Wie viel treffe ich denn da jetzt? Einen. Ja gut, dann nicht. Dann hier bitte. Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Achso, wähle 3 Ziele. Mann, war gerade ein bisschen verwirrt, ja. 1, 2, 3. Sollte ich nicht Baruch außer Reichweite bringen? Ja, wäre eine gute Idee gewesen, ne? Wäre eine richtig gute Idee gewesen. Naja. Kein Problem. Das steckt der weg. Alles klar. Mach mal ein bisschen Tänzchen. So. Was? Ich verstehe dich nicht. So, ich habe übrigens noch einen. Und jetzt kann ich da auch angreifen. So. Guti. Zu dir. Kannst du irgendwas machen? Ja, kannst du. Dann mach mal. So, und er kommt ganz am Schluss und macht ein bisschen Energie. So. Guti. Ah ja, wir haben ja noch jemanden, oder? Nee. Gegner ist am Zug. Ja, dann zeig mal, was du kannst. Stillstand, was ist das? Dass wir jetzt alle... Oh, das ist ja easy. Oh, nicht gut, nicht gut. Okay, der hat nur die 2 hinteren getroffen. Ja gut, da hast du halt Pech gehabt. So, wie sieht's denn eigentlich hier aus mit Energie? 208 hat er noch. Dann hau ich hier mal drauf. Das macht 176. Oder aber ich hau mit ihm hier drauf. Und das macht wie viel? 143. Okay, oder 82. So, ich wollte eigentlich mit ihm jetzt aufladen. Mal her. 181. Und wenn ich mit meiner ich will immer noch mit meiner Assassine den letzten Zug machen. Probieren wir's. Hat gereicht. Sehr schön. Assassine kriegt noch einen Schadenspunkt mehr, den sie verteilen kann. Wunderbar. So, das war erste Form. Überlebt. Hoffe ich doch stark. Jawohl, ja. Na gut, du Mistkerl. Das wird ein letztes Mal sein. Nee, das ist die zweite Form. Ach ja, jetzt ist er ja wieder hier, diese männliche Form da. Ist mir doch egal. Eure Welt wird von ihren rhythmischen Fesseln befreit. Da redet er ganz sanft, weißt du. Tag und Nacht tanzt ihr nach dem Takt eurer gestrengen Göttin. Muster wiederholen sich, Routinen spielen sich ab. Die Sklaventrommel, die in eurer Brust schlägt, gibt das Tempo vor. Ich werde eure Ketten sprengen, indem ich eure Unterdrückerin vernichte. Ach, der zartes Stimmchen, ne? Das werden wir nicht zulassen. Ihr habt bewiesen, dass ihr furchterregende Krieger seid. Schließt euch mir an und ihr werdet verschont. Wir werden uns dir niemals anschließen. Eine Schande, dass eure Rhythmen nun enden müssen. Ja, ja, laber nicht, du Kalnapp mit dem Gummikapp. Guck mal, genau. Erstmal durchs Feuer laufen. Gute Idee. Lusche. So. Also. Kosmisches Schmettern. Au! Finde ich nicht gut. Das kriegst du zurück. Wenn du mir irgendwann sagst, wo meine Maus ist.
Hallo? Ah, hier. Keine Ahnung, was gerade mit meiner Maus los war. Wir haben hier jeden Tag einen neuen Bug. Wunderbar. Da kommt Freude auf. So, pass auf. Du stellst dich hier hin. Gibst erstmal meiner Attentäterin hier ein bisschen Platz, dass die schön von hinten angreifen kann, weißt du? Das muss ja ordentlich pfeffern, muss das. Ah, gucke. Und dann gibt es hier irgendwas zum Ausweichen. Ich will auf jeden Fall irgendwo hin, wo er mich nicht rumstoßen kann. Naja. Hierhin vielleicht. Na, ich gehe dahin. Da kriegt es auch noch ein bisschen Energie. Wo wir gerade bei Energie sind, die hole ich mir jetzt gerade selbst. So. Weil ich es kann. Ja. Und bleib erstmal stehen. Er kommt hier und er trommelt einfach nur Angriff. Nachher, nachdem er sich hier hingestellt hat. Gut. So. Wir wollen sie ja alle mitnehmen. So. Dann ist er dran. Wie macht man denn das am geschicktesten? Wieso kann er sich denn nicht bewegen? Ah, weil ich ihn schon bewegt habe. Ja, komm, lass mal gut sein. Wieso haben wir denn alle Blutung? Ist ja komisch. Gut, dann wie wäre es denn, wenn ich diesen hier mache? Oh, der stößt ihn nach hinten. Ist da hinten nicht ein Loch? Da ist ein Berg. Ah, da ist das Loch. Nee, da ist ein Loch. Doch, das machen wir. Dass er mal sieht, wie das ist, Kollege. So. Oder so. Man weiß, was gemeint ist, ja? So, dass du mal siehst, wie das ist. Echt jetzt so. So. Ich knöpfe ich mir jetzt halt so vor. So, auch der ist relativ, der hat ja gar nichts drauf, hat der ja nicht, weißt du? So. Achso, ich darf nochmal? Ja, mache ich auch nochmal. Einfach dasselbe nochmal. So, aber jetzt darf er vielleicht auch noch einmal zuhauen oder so, wenn du dich traust. Aua. So ein die Kacke jetzt. Junge, das ist mir doch egal. Das ist mir doch egal. Du Lusche, guck mal, wie mir das egal ist. Naja, so ungefähr. So. Lass mal gucken. Kommst du dran? Nee. Dann bleib mal stehen. Ich komme mit ihr jetzt auch nicht so wirklich dran. Außer ich nehme die Dolce. La Dolce Vita. Das macht nicht wirklich viel Schaden. Das macht nicht wirklich viel Schaden. Macht aber nichts. Das da geht aber. So, und jetzt darfst du mit deinen Dolchen ihn erdolchen. Bitteschön. Auf dem Tablett serviert quasi. Zweite Form platt. Wunderbar. Und alle noch gut am Leben. Das war's. Irgendwelche letzten Worte? Du Mistgeburt. Ich bin nicht besiegt, sagt er jetzt. So vorhersehbar. Oh, wissen wir. Entdeckung, Leute. So, jetzt sehen wir endlich seine dritte Form. Ich bin gespannt.
Müssen wir gegen das Ding kämpfen? Was für ein Ding? Männer, Togo ist raus. Steh aufrecht, mein Junge. Ach komm, ich habe schon Hässlicheres gesehen. Morgen ist ein Spiegel. Winzige Kreaturen, eure Zeit ist gekommen. Ihr werdet gemeinsam mit eurer Göttin fallen. Warum? Tust du uns die Beine wegziehen? Kriegstrommler, Position einnehmen. Du bist der einzige Kriegstrommler. Spielen wir nach Gehör? Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Gegner am Zug. Alter, was ist denn für ein komisches Huch? Ach komm. Bereitet sich auf chaotische Druckwelle vor. Ui. Was kann er denn, der Feine? Die kosmische Gestalt des falschen Gottes Baratep, der die Quelle der aus dem Takt geratenen Magie ist, die die Welt plagt. Verursacht im nächsten Zug 102 bis 108 magischen Schaden bei allen Einheiten auf dem Schlachtfeld. Wird durch die Zerstörung aller verderbten Kristalle unterbrochen. Ach so, ja, das können wir machen. Immun gegen Blut und vergiftet. Kann nicht gefangen belegt werden. Jetzt unbeweglich. Kann nicht gestoßen oder gezogen werden. Er kann sich teleportieren. Chaotische Rhythmen. Verursacht magischen Schaden. Belegt Fragezeichen Gedönse aus dem Takt für 2 Züge in einem chaotischen Bereich auf dem Schlachtfeld. Chaotische Druckwelle. Bla bla. Mal der Zwietracht. Wenn du nah dran bist, nicht. Erratische Hilfe. Bla bla bla. Ist mir doch egal. Ich mach den einfach platt und gut ist. Also diese Dinger da müssen wir irgendwie platt kriegen. Die haben nur 70. Wo ist denn... Wo sind wir denn hier? Das ist ein Loch, ne? Aber wir müssten eigentlich darüber. Aber da kommen wir nicht hin. Das ist schlecht. Also jetzt mal im Ernst, ich würde da gern hingucken. Ist da nicht irgendwie... Kann ich da nicht hin? Also ist das nicht... Geht das nicht? Jetzt habe ich natürlich keine Dolche mehr. Das ist natürlich doof. Okay, das geht auch nicht. Und ich muss beide kaputt machen, oder wie? Ah. So, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Wir greifen mit dir das Dingens da an. Das ist klar. So, 1 ist weg. Aber wir müssten eigentlich 2 treffen. Das kriegen wir aber höchstwahrscheinlich nicht hin. Muss man da irgendwie rüberlaufen. Kriege ich aber nicht hin. Weil wir nämlich zu weit weg sind. 1, 2, 3, hier. So, pass auf. Dann habe ich da halt den Plan Nummer B. Reicht doch. Der Plan Nummer B sagt nämlich, dass ich so ein Rauscheblatt nehme und jetzt ein Feld weitergehen kann. Ist das richtig? Das ist richtig. Und jetzt kann ich das heranziehen. Bam! Hast du gedacht, Junge? Wir sind nämlich gut. Das Geräusch. Och, Läderle. Das tut mir jetzt aber leid. Richtig leid tut mir das. So leid. Und jetzt... ich kann nicht durch und durch gehen. Schade, schade. Schokolade. Dann, pass auf. Ich kann nichts mehr nehmen. Aber wir können ihn jetzt angreifen. Sehe ich das richtig? Ob wir ihn jetzt angreifen können. Zum Beispiel mit einem Ultimate. Der aber nicht viel Schaden macht. Warum macht er nicht viel Schaden? Nur 83. Angeben und blase das Kriegsrohr, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die du verdienst. Schwächt Gegner in einem kegelförmigen Bereich, wird blutend, taub und verwirrt für die Dauer von 2 bis 4 Zügen. Wenn das Ziel markiert, taub oder taub belegt ist, ersetzt es 1 bis 2 Züge lang durch benommen. Was ist er denn? Der ist doch irgendwas. Ich sehe das doch. Moment. Junge, zeig mal, was du bist. Er ist benommen. Okay, ist schon benommen. Ja gut, dann würde ich aber sagen, da wird nicht lang geschnackelt oder gefackelt. Das machen wir. Ich habe vergessen zu gucken, wie es geht.
So. Er ist mit Zeug belegt jetzt. Das ist schon mal gut. Dann würde ich auch hingehen... Moment, erstmal gehst du mal da rein. Und machst mal dein Ultimate auf ihn drauf. Ist das richtig, wenn ich das so mache? Ja, aber irgendwie bringt das... Achso, der ist nicht im Bereich. Ja, das macht nichts. Dann macht noch kein Ultimate. Das kriegen wir auch so hin. Erstmal so, ja? Erstmal ein bisschen pieken. Und dann nochmal ein bisschen pieken. Weil ich das so will. Pass mal auf. So. So, und du darfst eventuell dein Ultimate machen. Entfesselt das ultimative Trommelsolo für massive Stärkungen. Verbündete innerhalb der Aura stellen eine 5- bis 12%ige Regenerations- und 25- bis 45%ige Schadenreduktionsstärkung für 3 Züge. Mach mal nachher. Zuerst mal heilen wir mich. Also, das Mädel. So, meine beste Playerin. So, jetzt zeig ich mal, was der Gegner macht. Der beamt sich jetzt wahrscheinlich umher oder so. Der haut ab, der Feigling. Echt jetzt. Schäm dich. Mach mal kurz... Nimm mal kurz erstmal ein heilendes Pulver. Selbst nehmen. So. Okay. Und dann stellst du dich hier hin. Und dann machst du jetzt dein Ultimate. Nee, dann stell dich nicht hier hin, dann stell dich da oben hin. Und mach jetzt dein Ultimate. Immer noch nicht. Was hat denn der für einen mega guten Platz sich ausgesucht? Ja, dann mach einfach ein mach einfach ein Ultimate, wo du gerade stehst. So. Kann ja wohl nicht sein hier. So. Wie geht der? XXX, links, bla 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 bla. So. Ah, ein bisschen Schaden hat er gemacht. Der steht da aber auch so dumm am Loch. Wer steht denn da so dumm am Loch? Holla hi, holla ho. Ach, da oben steht er. Ach so. Da stehst du. Sag doch was. Sag doch was. Achso, das geht nicht. Das da geht auch nicht. Ja, dann aufladen. Boah, ich lade mein Ultimate wieder auf. Das ist gut. Der braucht noch ein bisschen. Er braucht noch ein bisschen, aber bald ist er soweit. So. Togolein. Das ist natürlich doof. Ich hätte mich eigentlich hier hinstellen müssen. Togolein. Togolein. Ja. Wer ist denn das da? Ach, das bin ich. Ist ein gutes Mädel. Die kann ja aber da oben sich hinstellen. Bin ich gerade unsichtbar? Nee. Soll ich mich unsichtbar machen? Oder soll ich lieber auf ihn dolchen? Ich mache mich mal besser unsichtbar. Sicher ist sicher. So, und dann gehe ich da hinten hin. So, und jetzt darf er noch was machen. Nicht hier. Da ist gut. Und zwar einmal bitte Heilung beziehungsweise Rüstung. Weil ich ja nicht weiß, was er jetzt halt vorhat. Aber es kann ja nichts Großes sein, die Lusche. Ach, guck mal, wen ich da getroffen habe. So. Erratische Hilfe.
Ja, dann errate ich mal, was für Hilfe das er holt. Hey! Nein, nicht die fette Motte. Ja? Die mag ich überhaupt nicht. Ich würde gern sehen, was er alles drauf hat. Also nicht, also, ja doch. Ja, kein Taub, kein Verwirrt. Zeig ich mal kurz her. Ja, nee, passt schon. Da kann ich hinter ihn? Nee. So. Jetzt pass auf. Schaden wird... Ziel wird markiert, belegt oder von hinten angegriffen. So. Zeig ich mal her, was wird das? 284 Schaden. Und das da? 301... Ja. So. Und jetzt versteckelst du dich aber da schön, gell? Bist nämlich nicht mehr unsichtbar. Sag mal, steht der gerade im Feuer drin? Ist der dumm? Not interested. Ach so. Ich würde halt lieber auf ihn gehen, aber vielleicht ist es gar nicht mal so dumm, wenn ich mich da oben um diese blöde Fee da kümmere. Was ist das eigentlich für eine? Mottenfee, okay. Lass mal gucken. Also, du bleibst hier und trommelst Heilung. So. Er steht ja eigentlich schon gut, oder? So. Lass mal kurz gucken, wie sieht's denn aus? 97%, okay. Die Motten da oben gefallen mir nicht. Die Motten gefallen mir nicht. Aber so ist es halt. So. Einfach mal auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass die Motte da was Dummes machen will. Wie zum Beispiel sich bewegen. Ah, sehr schön. Die hat nicht viel HP. Ah, gucke. War mir klar, dass die jetzt natürlich... Wieso hat die eigentlich Schaden? War mir klar, dass die jetzt natürlich... Ich dachte, wenn sie auf ihn... sich an ihn hängt, das wäre richtig kacke. Trifft er jetzt seine eigenen Leute? Er trifft gar nichts. Also der hat noch einen gemacht. Oh, das ist ja fies. Das ist ja fies, dass er noch eine Motte gemacht hat. Und da drüben auch noch einen? Alter, okay. Nee. Also wir werden hier aufgehalten mit dem Quatsch da. Wir hauen weiter auf den drauf. Wir hauen weiter auf ihn drauf. Ja, aber komm, wenn ich schon mal hier bin, ne? Kann man ihn gleich kalt machen. Wenn wir schon mal da sind. Aber normalerweise würde ich das nicht machen. Haben wir noch irgendwie was Cooles, was man machen könnte? Ja. So, die auch weg. Gut. Jetzt haben wir die beiden da noch, die mir aber relativ egal sind. Baruch kann hier hingehen. Ja, du kannst jetzt endlich mal dein Ultimate zünden. Nachher. Wenn er sich auch noch dazu bequemt, mitzumachen. So. Jetzt darfst du dein Ultimate zünden. Wie geht der? Oh, ganz viele Buchstaben.
ultimate persona! So, dann sind wir mal ein bisschen gerüstet für die nächsten Runden. Und jetzt zu uns. Du springst vor, und zwar dahin. Ja. Da ist noch ein bisschen da, aber du gehst dich bewegen. Geht nicht. Schade. Okay, du gehst dann... Wo geht er denn hin? Du bleibst hier stehen. Hab ich gerade beschlossen. You owe me. Okay. I got this. You owe Ja, me. noch mal zu dir. Kriegt man das irgendwie hin, dass du von Nutzen bist? Nee. Schade. Habe ich nicht bedacht, dass er ja gar nicht mehr laufen kann. Ich wollte ihn eigentlich da hinstellen, dass er dann darüber pieken kann, aber das kann er ja gar nicht. Ist schlecht, ne? Das ist aber schlecht, ne? Dann bleibt da nichts anderes übrig, als ein paar Sprengdinger zu schmeißen. Okay. Kann ich noch einen schmeißen? Nee, ne? Dann bleibt er einfach stehen. Er hat noch Nahkampfwachsamkeit drinne. Okay. Kannst du vielleicht noch... Ne, wir haben schon 2 geworfen. Okay, dann mach mal... So... Ja, ich weiß nicht, ich will eigentlich eher sowas da machen. Das geht nicht. Okay, machen wir den Rest auf dich. So. Buh. Genau. So. Dann zeig mal, was du kannst, Junge. 3. Ach, der macht wieder seine blöde Druck. Oh, diesmal hat er sogar 3, aber wir sind alle recht nah beisammen. Oh, da ist aber noch ein Gegner. Habe ich nicht eingeplant. Aber das ist ja kein Problem. Denn wie es der Zufall so will... Wie es der Zufall so will... komme ich mit dir dahin und kann dann den hier auf dich machen. Moment. Lass mal ein bisschen planen hier. Dann kann ich mich da hinstellen, mein Ultimate machen und den so schräg hoch und erwischt dann alles. Ja, nicht so wirklich. Okay. Also wie hatte ich das gerade gemacht? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Mach mal das. Zack. So, der doofe Gegner ist zumindest mal weg. Dann braucht man ja eigentlich nicht mehr viel, oder? Dann sind mir die Dinger daneben. Wie viel hat er denn noch? Wie viel Energie? 264? Da lache doch die Hinkele, oder nicht? Komm mal her, du. Du Kriegstrommler, du. Stell dich mal bitte hier hin. Oder hier hin. Warte mal, ich mach's von ihr abhängig. Okay. Stell dich mal bitte hier hin. Und hau den. Einfach hauen. Hä, was ist hier los? Was war denn das jetzt? Wieso kam denn... Alter, echt jetzt. Spiel. Ich sehe, was du machst, Spiel. Und ich finde das nicht gut. Gar nicht.
Und dann wundern sich Leute, warum ich gerne bescheiße, wenn das Spiel so fies ist und so dummes Zeug hier mit mir macht. Tschüss. Nicht schön, aber geschafft. So. Er ist erledigt. Haben wir es geschafft? Ja, war ein bisschen antiklimatisch, oder? Sieht aus, als würden wir mit einem Knall abtreten. Schon wieder? Oh. Ja, jetzt muss aber auch Mutter Rhythmus kommen und uns helfen, oder? Ei. Jetzt sag mir bitte nicht, dass wir schon wieder gestorben sind und nochmal durchspielen müssen. Nee, wir sind in den Schwarzen Bergen, oder? Oder? Denkst du, es ist endlich vorbei? Diesmal haben wir die Explosion überlebt und der lila Stern ist während der Nachwehen verschwunden. Ich glaube, Mutter Rhythmus hat sich endlich durchgesetzt. Nein, Stein. Wir sind es, die sich durchgesetzt haben. Wieso Stein? Der heißt doch gar nicht Stein. Egal. Es waren unsere Kriegskapelle, unsere Fähigkeiten und unsere Entscheidungen. Ach so. Unsere eigenen Rhythmen, die den großen, bösen Felsen geschlagen und das Land gerettet haben. Ja, ich könnte es nicht besser sagen, echt jetzt. Mutter Rhythmus mag allmächtig sein, aber mir ist klar geworden, dass sie uns genauso braucht, wie wir sie. Ja, sie ist eine Göttin, sie braucht jemanden, der an sie glaubt. Mal sehen, was Mutters kleiner Helfer zu sagen hat. Möchte jemand Pilzsuppe? Ach so, ja, jetzt gehen sie wieder hier, komische, ja. So, ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir es geschafft haben. Außer Cembe haut jetzt nochmal so richtig rein. Das kann natürlich sein, dass es jetzt oben einen ordentlichen Kampf gibt oder so. So, okay, da stehen wir alle rum, ja. Hey Cembe, wir sind wieder da. Willkommen, Kriegstrommler. Ich fasse nicht, dass ihr es endlich vollbracht habt. Einfach entzückend. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Es wärmt mein Herz, das zu vernehmen. Hier ist jemand, der gerne mit euch allen sprechen würde. Ist es Otto? Ja, nee. Mutter Rhythmus. Meine Kinder. Buh! So, buh! Euer Mut und eure Entschlossenheit hat unsere Welt vom Rande des Chaos zurückgebracht. Dafür werde ich euch auf ewig dankbar sein. Alter, die Muckis. Es fasziniert mich, wie jeder von euch auf seine eigene Art und Weise mit meinem Rhythmus harmoniert. Und irgendwie fügt eure Kriegskapelle alles zu einer größeren Summe seiner Teile zusammen. Danke, oh du Gesegnete. Nun, wir haben einen besonderen Schrein in euer Dorf gebracht. Mit ihm könnt ihr den Beat der Reise wiederholen und die Momente, die euch hierher geführt haben, noch einmal erleben. Die Zeit wird nicht vergehen, wenn ihr ihn verwendet, aber ihr werdet euch an alles erinnern, was ihr erlebt. Was, wenn man dort umkommt? Das tut dann ein bisschen weniger weh. Nutzt ihn weise, um zu unterrichten, zu trainieren und eure Grenzen auszuloten. Danke, aber ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal eine Pause. In Ordnung. Nun hat Mutter Rhythmus jenen etwas zu sagen, welche den Todesstoß versetzt haben. Ah, wir sind unwürdig. Halt die Klappe, Mann, du warst es gar nicht. Jelda, mein geliebter Trommler, ich vernahm deinen Lobpreis, als ich gegen die falsche Magie focht. Dir gebe ich ein Stück meines Rhythmusherzens, das du an deiner Trommel befestigen kannst. Möge es deinen Klang verstärken und dich daran erinnern, dass du in meinen Augen etwas Besonderes bist. Und schon wieder ohnmächtig. Stoischer Baruch, ich danke dir für deinen Willen und deine Entschlossenheit. Du hast mehr als genug getan. Zeit, in Rente zu gehen, alter Mann. Bringt's ihn jetzt um? Ist das ein Ja? Wirst du schon sehen. Ratzen? Ein Mann, der keines Lobes bedarf. Ein Mann, den ich immer noch nicht leiden kann, weil er mich an einen Bayer erinnert. Aber der ein guter Krieger ist. Aha. Ja, und eingebildet ist er. Hört ihr das, ihr Barbaren? Selbst die Göttin weiß, dass meine Fähigkeiten unübertroffen sind. Bist ein Angeber, aber hast recht. Dafür mangelt es dir aber ein wenig an Manieren, das stimmt. Nun, vielleicht könnte ich meine Spur netter sein, ja. Und weniger mit den Ohrläppchen wackeln. Würde ich sehr begrüßen, danke. Ich danke dir, Heiligste. Hühne Togo, auf dieser Reise bist du gewachsen. Bin ich? Ist jetzt 1,80 Meter oder was?
Ja, ich kann es in deinem Geist spüren. Bekomme ich nun meinen verdienten Namen? Hab Geduld, liebes Kind. Ich werde da sein, um deinen Namen zu segnen, wenn es an der Zeit ist. Hä? Togo erschlägt buchstäblich einen Gott und bekommt immer noch keinen Namen? Togo ist fertig mit diesem Nun, ich bin sicher, dass es in naher Zukunft soweit sein wird. Du hast mein Wort. Ich werde warten. Dank sei der Göttin, hä? Liana? Ach so, Cassandra! Sag das doch! Ich wusste gar nicht, dass die einen Namen hat. Danke, dass du uns geholfen hast. Dein Können ist unübertroffen. Aber echt, das ist wirklich die beste Figur überhaupt. Die hat alles gerissen. Von der hing alles ab. Die war's, ganz alleine. Dir verspreche ich, dass deine Großfamilie im Rhythmusdschungel sicher sein wird. Die Menschen stehen nun unter meinem Schutz. Dankeschön. Vielleicht segnest du meine Waffen mit göttlicher Macht, wenn du schon dabei bist? Das kann ich nicht. Ich fürchte, du könntest unaufhaltsam werden. War ein Versuch wert. Nun, für den Rest von euch. Ich werde zu euch sprechen, sobald ihr dieselbe Reise abgeschlossen habt. Ruht euch gut aus und betretet den Obelisken, sobald ihr bereit seid. Nochmals vielen Dank, dass ihr unsere Welt gerettet habt. Wir haben mal gut gemacht, gell? Kann man schon mal Danke sagen. Nachdem sie die Bedrohung beseitigt hatten, kehrten die Kriegstrommler nach Hause in ihr Dorf zurück. Dort wurden sie mit Jubel empfangen. Mutter Rhythmus segnete die Kriegstrommler mit einem Obelisken, der es ihnen ermöglicht, ihre Reise noch einmal zu erleben. Sie nutzten ihn, um ihre Geschichte zu lehren und neue Krieger im Gefecht zu testen. Nach der Reise fühlte Yelda Starkhand sich enger mit den anderen Kriegstrommlern verwandt. Er trommelt und bastelt weiterhin an Sprengstoffen, ist aber nicht mehr so sehr darauf versessen, Mutter Rhythmus zu folgen. Gute Idee. Er war schon fast fanatisch. Baruch Klingensturm wurde wieder einmal verletzt. Er hat sein Schwert zum 8. Mal an den Nagel gehängt und gibt jetzt am Rand des Übungsrings hilfreiche Grundlaute und Ratschläge von sich. Er genießt seine Rolle als Mentor, der sein Wissen an Leute wie Togo im Training weitergibt. Razen Scharfauge prahlt immer wieder damit, dass er es war, der den falschen Gott getötet und den Tag gerettet hat. War nicht. Er sagt, es war ein Kopfschuss, genau zwischen die Augen war es nicht. Außerdem unterrichtet er jetzt Kinder im Bogenschießen und geht regelmäßig mit ihnen auf die Jagd. Nachdem er die Schrecken des Krieges erlebt hatte, wurde Hühne Togo weniger blutrünstig. Seine überschüssige Energie verwendete er nun darauf, Klingensturm im Übungsring zu besiegen und Emperor zu umwerben. Beides bisher mit wenig Erfolg. Nach der Reise verbringt Liana Schattenseele ihre Zeit abwechselnd im Rhythmusdschungel und im Dorf der Kriegstrommler. Sie wurde dabei beobachtet, wie sie sich in Baruchs Zelt schlich. Aha, wollte sie ihn ja dolchen wahrscheinlich. Könnte ich verstehen. Der alte Grunzkopf. So, okay. So, Abspann bitte. Ich will labern. Sehr schön. Abspann Gelaber. Wuhu. Okay. Geiles Spiel. Sehr schön. Wenn die ganzen kleinen Mini-Bugs endlich weg wären, wäre es noch viel geiler. Aber auch jetzt schon ist es gut spielbar. Aber der Anfang war Roguelite-mäßig sehr... Also der war schon ein bisschen fies. Vor allen Dingen, wenn man so wie ich ja nicht sterben will. Was ja doof ist, bei einem Roguelite nicht sterben wollen. Gerade am Anfang. Okay. Und wirklich der ausschlaggebende Punkt war Cassandra. Unsere heißgeliebte Assassine, unser herzgebobbeltes Innenrückenstecherin. Keine Ahnung. Also die ist einfach das Beste. Wenn du gleich am Anfang als allererstes die hinteren Gegner setzen kannst und schon ein bisschen schnetzeln kannst. Das ist so praktisch. Weil vorher hast du ja gesehen, die erste Runde war immer so, ja, du kannst deine Leute positionieren, aber du kommst noch nicht an sie ran. So. Aber auch so, hat mir wirklich saugut gefallen. Diese dummen Bugs, dass da halt, also gerade eben war es ja so, plötzlich hat die Rhythmusphasen von allein gespielt. Ich habe noch nicht mal einen Knopf gedrückt, hat die schon automatisch hier Fehler angezeigt. Was war das? Einmal lief sie zu schnell. Was ist denn da los? Im Endkampf, das ist schon fies, aber haben wir ja auch so gut hingekriegt. Und das mit den Rhythmuskettenschmieden da, wirklich, ich hab's ja letztens irgendwie, ich glaube, eine halbe Stunde probiert, das hinzukriegen. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Ich habe dann sogar gesagt, ja komm, wenn's von 4
Dinger, die ich drücken muss. Wenn ich 3 kriege, das reicht ja schon. Kannst du vergessen. Ging einfach nicht. Habe ich gesagt, ja komm, lass gut sein. Brauch keine Rhythmuskette. War eh schon so viel aufgepowert. So. Und jetzt steht halt eigentlich an mit den... Also wir haben jetzt mit 4 Leuten durchgespielt und er hat ja gesagt... Oder sie hat ja gesagt, wenn du mit den anderen 4 durchspielst, kriegst du auch noch irgendwas. Also kriegen die auch noch, keine Ahnung was, kriegen wir irgendwas? Können wir eigentlich noch ein bisschen XP verteilen? Wir haben ja ordentlich XP gekriegt, oder? Keine Ahnung, aber werden wir sehen. Mit den anderen durchspielen, also mit, wie hieß er, Steinschulter oder so, mit dem Barbaren, der war schon richtig cool. Den hätte ich eigentlich gern benutzt. Den habe ich aber deshalb jetzt in diesem Run ja nicht benutzt, weil er nicht voll aufgepowert war. Da habe ich ein bisschen gespart und habe lieber die anderen aufgepowert. Wie zum Beispiel die Rhythmuswirkerin oder wie es heißt, Rhythmustänzerin, die ich ja ordentlich aufgepowert habe und dann nie wieder benutzt habe. War ein bisschen doof. Ja, generell eine gute Investition ist halt wirklich dieses, dass du nach der Hälfte schon anfängst, in der ersten Hälfte, weil dann kannst du dir 5 Leute aussuchen. Ich habe ja immer ganz von Anfang auf angefangen und nach der Hälfte kriegst du random jemanden dazu. Und das hat ja irgendwie öfters nicht so gut geklappt, wenn ich dann die Rhythmuswirkerin wollte und so. Und am schlimmsten wäre es, glaube ich, gewesen, wenn ich die Oma gekriegt hätte. Weil mit der kann ich noch nicht wirklich gut umgehen. So, Guti. 1400 noch was Essenz. Dann würde ich mal sagen, Einheiten verstärken. Haben wir jetzt irgendwie alles. So. Erstmal Einheiten verstärken. Ich glaube, wir haben soweit alles. Oh, guck mal, mit der Oma haben wir noch den Ultimate noch nicht freigeschaltet. So. Einheiten sind komplett verstärkt. Sehr schön. Dann gehen wir mal in die Welt. Schmiedekraft, Schmiedeladen, neue Auswahlmöglichkeiten. Schaltet die Fähigkeit frei, den Fertigkeitenbaum einer beliebigen Einheit auf der Rhythmusebene zurückzusetzen. Ich glaube, das ist das, was man noch in dem grünen Dingens machen kann, anstatt sich zu heilen. Neue Waren und Tauschhandel. Oh. Oh. Gucken erstmal hier, guck mal hier, auflösen. Verringert die Abzüge, die du durch Verletzungen leidest, erheblich. Geil. Und jetzt hat hier berüchtigt, sobald nur noch ein Gegner da ist, kann er abhauen. Gegenstand kann 3-mal pro Runde benutzt werden. Komm, dann machen wir dann doch lieber noch ein bisschen irgendwas mit der Welt. Boah, das vielleicht. Aber da kriegen wir 2 hin, oder? 260, 280. Und dann haben wir immer noch 100 noch was. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Und dann haben wir noch 88. Habe ich falsch gezählt? Nein, ich doch nicht. So, hier sind wir aber durch. Nochmal genau gucken. Ja, hier sind wir durch. Siehst du, da hätten wir noch 120 machen können. Was da? Ja, dann ist der Kampf schneller zu Ende. Aber du kriegst ja dann die XP nicht, oder? Okay. So. Haben wir gut gemacht, oder? Dann würde ich mal sagen, machen wir mal einen neuen Durchlauf. Ich will mir das angucken, was jetzt neu ist. Was jetzt neu ist, machen wir doch gleich mal von Anfang an. So, ich kann jetzt... Oh, ich muss wieder von ganz von vorne. Okay, dann pass auf. Nehmen wir die Geisterseherin, die Rhythmuswirkerin. Ne, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja, okay. Den Barbar und die Attentäterin. Das ist so eine krasse Truppe gerade, merke ich. Meine Freunde, wieder mal begeben wir uns auf eine gefährliche Reise voller Gefahren und Entbehrungen. Wir müssen stark bleiben, um unsere Hingabe an Mutterrhythmus und ihre gesegnete Magie zu zeigen. Oh. Welche Rhythmen vernehmen meine scharfen Ohren? Ernsthaft? Oh nein. Ist das nicht der süße kleine Jelder, der immer wieder von Anbetung trommelt? Komm her, mein Schatz. Nicht jetzt Beatrix. Oh, mein lieber kleiner Junge, was bist du nur gewachsen? Das gleiche hast du schon letzte Woche gesagt. Aber ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Du warst nur ein ganz kleines Baby, das in der Zitze von Mutter Rhythmus gesaugt hat. Was für eine Freude das war, dich oben auf der Kriegstrommel schlafen zu sehen. Das Fell voll sabbernd. Sind die Flecken noch da? Lass dich mal nachsehen. Hör auf damit! Lass uns einfach loslegen.
Seelensang, gnädige Frau, wirst du uns begleiten? Ich würde gerne mehr Geschichten über Baby Starkhand hören. Ja, natürlich, ich bin abmarschbereit. Also, wo soll ich anfangen? Hast du je davon gehört, wie der kleine Jelder in ein Fass voller blauer Farbe fiel? Es war herrlich. Es dauerte lange, bis das Färbemittel und der Spitzname Blaui abgenutzt waren. Blaui. Okay. Oh Mann, das wird eine lange Reise. So, sag mal her, was haben wir denn? Verbesserungsring. 30% mehr bewirkte Heilung, das ist praktisch für genau ihn. Und was haben wir denn hier noch? 15% magischer Schaden, praktisch. Ich nehme den da mit. Alles klar. Und ich glaube, ich kann noch was wählen. Stacheliger Helm. Gegner erleiden 25% des Schaden, die der Einheit zugefügt werden. Nehmen wir mit. Und, habe ich noch was? Krass. Wird der Zugang zu einem Busch, also rote Schärpe, +4 auf Stärke, Geschicklichkeits- oder Magiewerte. Alles klar. Junge, das ist mal ein krasser Start. Damit kann ich was anfangen, weißt du? Und nicht so wie letztens da, mit dem Quatsch da. So. Also, zeig mal her. Ach so, macht euch keine Hoffnung. Ich will jetzt nur den Anfang sehen. Ich begleite euch quasi gerade zur Tür. Ich gehe nur hier ein bisschen vorbereiten. Und dann ist gut. So, er kriegt das. Was ist das da? Stärke, Geschicklichkeit oder Magiewert. Kriegst du. Nee, kriegt sie. So. Die ist gut genug, echt jetzt. Okay. Fähigkeiten wählen. Achso. Da war ja was. Zeig mal her. Was machen wir denn Feines hier? Wir wählen den Herzschlag. Wir wählen... das da. Achso. Jo. Und jo. Alles klar. Und jetzt bist du dran, mein Guter. Verhöhnen. Führt zu stabil. Schaden geschützt gewährst. 1 bis 2 Züge lang. Füge Gegnern innerhalb des verspottet zu... Wir nehmen das da. Und Nahkampfangriff mit Effektbereich, der 1 bis 3 Gegner in einer Reihe gleichzeitig physischen Schaden zufügt. 3 Gegner treffen ist immer physisch oder Gegner... Das da wollen wir. Zack, zack. So, hätten wir. Glaskanone erhöht den Schadensausstoß auf Kosten der Überlebensfähigkeit. Hebe Preis der Magie auf und erhalte 12% des verursachten Schaden als Barriere, wenn du Einheiten innerhalb eines Radius von 2 Feldern angreifst. Minus 35% des verursachten Schaden auf Einheit, die 3 oder mehr. Ich muss also Nahkampfangriffe machen. Nö. Machen wir nicht. Machen wir nicht. So, was hat denn sie Feines? Einzel der 1 bis 2 Züge lang mit Eile belegt. Oder Geisterverzögerung verlangsamt belegt. Erhalte einen Gefallen. Eile belegen ist geiler. Eiler ist geiler. Das haben wir eh alles und das haben wir auch eh alles. Okay, also so, Rudi. Dann fehlt nur noch meine geliebte Liana Schattenseele. Cassandra. Belege jeden Gegner einen Zug lang mit markiert, wenn du dich durch ihn hindurch bewegst. Oder geschnippte Dolche. Aber das habe ich doch eh schon. Nee. Mehrfachziel, Fernkampfangriff mit 2 Treffern, der magischen Schaden verursacht. Achso, kann ich gar nicht wählen. Ich habe beides. Sag das doch. So. Sieht gut aus, oder? Was sieht noch gut aus? Das Ende. Habe fertig. Somit ist dieses Let's Play hier beendet. Wenn ihr mehr sehen wollt, kauft euch das Spiel. Und spielt selbst soweit. Bin doch hier nicht euer Depp, dass ich euch hier alles zeige. Nee. Ihr könnt ruhig selbst noch ein bisschen spielen. Okay, danke. Morgen gibt es ein anderes Let's Play. Ich habe keine Ahnung was. Ich weiß noch nicht mal, ich habe so viel vorproduziert, weil ich so Bock auf das Spiel hatte. Ich weiß noch nicht mal, wann das nächste Video für mich kommt. Ihr seht das morgen. Okay, danke fürs Zugucken. Mach mal ein YouTube-Ende. Nein, das YouTube-Ende ist, gebt Kommentare und schreibt einen Like und drückt eure Glocken oder so. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, ich sag so einen Scheiß nicht. Macht das einfach nicht. Macht alles, was positiv ist für mich, außer die Glocke drücken, die ist kacke. Die hasse ich. Die mag ich selbst nicht. Macht das nicht, das ist doof. Hopp, tschüss. Bleibt
geschmeidig, muskulös und ja, Werbung für mich selbst habe ich drauf.